SVP? Warum findest du die nicht gut? Keine Ahnung, ich kenne die nicht. Findest du, es gibt momentan in der Schweiz Themen, wo man eigentlich darüber diskutieren sollte, aber die irgendwie zu einem Tabu erklärt worden sind? Islam und so. Und das sind halt so Themen, die ein bisschen unangenehmer sind, darüber reden, weil sie halt die Leute sehr spalten. Ja, es gibt sicher die ein oder anderen politischen Themen, die vielleicht jetzt nicht gerne behandelt werden, wie die Flüchtlingswelle, die kommen. Der Lage einfach in Syrien, was passiert, wo einfach immer unter den Tisch geschoben wird. Sonst, außer der Erdogan ist der Beste. Masseneinwanderungsinitiative oder so. Dass es Schnee hat. Das stört. Ja, das stört. Jetzt gerade stört mich gar nicht. Ich störe nicht. Ein bisschen. In Zürich oder in der Schweiz bekommt man oft nur einen Job, wenn man den kennt oder den kennt oder den kennt. Weißt du, wie Medien falsch preisgeben. Letztes Mal hat es geheißen, in Zürich hat es 10 Grad und Sonnenschein und jetzt es ist eiskalt. Aber jedenfalls, immer die Lügenpresse, ich sag's, Lügenpresse. Ich weiß nicht, ob Cannabiskonsum dazugehört oder irgendwie. Weiß auch nicht. Ja, einfach die hure SVP-Amix, wo da recht rangeht mit den Ausländern und so. Was findest du, ist die schlechteste Partei von der Schweiz, beziehungsweise der schlechteste Politiker? Und falls ihr gerade zuschaut, was ist deine Nachricht an ihn? SVP, ich finde, es geht gar nicht. Die schlechteste Partei von der Schweiz finde ich die SVP. Und zwar nicht, weil sie recht sind. Einfach blöde Argumente versuchen sie den Leuten Angst zu machen. Ich würde sagen, Sie, Herr Blocher, es wird langsam Zeit für Sie, irgendwo in ein Altersheim zu kommen und das Leben geniessen, weil Politik ist nicht mehr für Sie. Das sind alle Scheiße. Ja. Ich würde sagen SVP und vor allem so ihre Köpfe sind nicht so beliebt, so Blocher und wer auch immer so. Also ich bin nicht so Fan von Christoph Blocher. Sein schlechtester Auftritt war mit der Islamisierung der Schweiz und die Angstmacherei von wegen die Schweiz würde überflutet werden mit Minarett. Wir haben 2 oder 3. Ja, Uli Maurer, also das Militär abschaffen, dann sind wir das fertig. SVP? Warum findest du die nicht gut? Keine Ahnung, ich kenne die nicht. Lieber Erich, deine Partei läuft einfach nicht und es ist eine Schande für die Schweiz. Ich hätte jetzt einfach SVP gesagt. Aber das sagt jeder, aber ich komme nicht so ganz raus bei der Politik. Der schlechteste Politiker ist der Erik Weber aus Basel. Tut mir leid, dass der gerade aus Basel ist, aber du bist ein Schämmer. Wir haben ihn abgewählt. Ja, hör auf YouTube-Videos machen, das würde ich dir empfehlen. Der grösste Arschloch wird der Christoph Blocher sein, ja. Was sagst du im Fall, du jetzt gerade zuschaut? Christoph, spitz deine Ohren. Christoph, du bist glaube ich nicht so bekannt und beliebt von allen anderen Leuten hier in der Schweiz. Du musst aufpassen, wo du durchlaufst. Blocher da? Ja. Also der ist der schlimmste Sieg, den ich gesehen habe. Der ist ein richtiger Rassist. Ich hoffe, der wird sich mal ändern irgendwann. Politiker? Ich kenne keinen Politiker oder so. Die schlechteste Partei vielleicht? Ich weiß nicht, also ich habe keine Ahnung. Wie heisst zum Beispiel eine Partei, die du jetzt kennen würdest? Eine Partei? Ich weiß nicht, was eine Partei ist. Was ist eine Partei? Ich weiß es auch nicht. Wenn ihr über 18 sind und vom Kanton Basel-Stadt kommt, dann unterschreibt die Initiative für politische Bildung. Es fallen für euch keine Mehrkosten an. Der Link ist unten in der Videobeschreibung und auch noch eine ganz kleine Erklärung. Letzte Frage. Sind ihr Zürcher eigentlich arrogant? Ja. Immer wieder irgendwelche andere Schweizer kommen und sagen, hey, ich schwöre, ihr seid Zürcher, ihr habt doch keine Ahnung, ihr seid Wichser. Und dann kommen wir und stehen an, nein, wir sind geile Sicher. Und das wird als Arroganz angeschaut. Ich will nicht, dass Zürcher arrogant sind und so. Es ist einfach die Schweiz, mehrheitlich ist halt mega verschlossen. Ich weiss nicht, Zürcher, ich meine, schau dich um, was für eine Stadt, Sonnenschein, Schnee, Träumchen, was willst du mehr? Zum Teil schon ein bisschen, muss ich ganz ehrlich zugeben, auch als Zürcher. Ich sage jetzt, ich nehme mal ein Beispiel von Luzern. Luzern ist, finde ich, am meisten arrogant. Ja, und zwar mit vollem Recht, oder? Ja oder nein? Kann man nicht so sagen. Ja oder nein? Ich sag Ja oder nein? ja. Ja, definitiv, ja. Die Zürcher sind arrogant. Wenn du in einen Club in den Ausgang gehst, sind Frauen schon ein Hochnäsig. bisschen hochnäsig, ja. Aber ich glaube, das findest du überall, auch wenn du zu Luzern in den Ausgang gehst oder zu Basel oder in Lugano. Lugano ist ja sowieso nicht so beliebt seit der letzten Super League-Saison, oder? Ah ja, das sowieso nicht.